De storm in ons leven. Dat kan een dieper verlust zijn. Dat kan trauma zijn. Du is vielleicht weggestorben. Alles ist zwei. Dein Leben ist über Kopf. Und du weißt nicht, wo deine Welt geblieben ist. Dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus und er bringt Frieden. Er will, dass es alle ruhig ist. Wenn Jesus kommt, dann kommt Frieden. So, nu wil we in het nächste Kapitel aanstappen. Laatst reden we van dat is een boek. En dat ene Kapitel, dat wil we toemerken en dan aan het nächste aanstappen. Aber we wollten nicht krijgen, nou, wo kan ik verder weggaan, of wat moet ik doen om verder weggaan? Mij helpt dat veel wanneer ik voorop kijken doe. En wat ik daarmee meen, wanneer du een 5-jarige kind hast, dan denk, okay, 5 jaar wieder, dan is het 10. Wat was du aan wat die 10-jarige kind zal zijn van jou? Wat heeft hem dat gedaan? Wat heeft hem denk gehouden? Heeft hem denk gehouden dat we best treurig. Dat ging alle niet schijn. Mama, wie keimelschaftig. Als dat wat hij zal dan hem denk houden? Er zal hem denk houden, Mama speelt met ons. We hadden in een boom uit wie onze sandwiches. Oder Mama kijkt schaftig naar mij. Wie tussen een beeld. Wat immer het is. Wat was du aan, wat dien kind zal 5 jaar wieder van jou zijn. Dat wordt die een goede idee geven, wat du kost omvangen. Met wat du nu was doen. So, wat was du doen? Wat was du aan, zullen die kinderen am denk houden. Aber du zelfs, wenn du wirst von jou abschreiben, wordt wir 5 jaar wieder jetzt das überlesen. Was wirst du lesen? Betrürig und schlecht, dass du warst das? Oder dass du hast nur die gute Dinge gekickt und du hast versucht, verderweich zu gehen. Du hast den Weg verderweich gemerkt. Verderweich gehen ist ein Prozess. Das ist nicht ein Ziel. Ein Prozess, das ist was die Zeit braucht. Das ist nicht hastig, das braucht Zeit. Ein Ziel, dann weißt du, wann du da bist. Verderweich gehen, kommen wir nicht beim Ziel. Wenn wir wollen unsere Lebenszeit verderweich gehen, wir wollen nicht stehen bleiben, dann wird das Leben bald nicht scheinen, wenn wir stehen bleiben. So, wir wollen verderweich gehen. Ein gutes Ding, was ihr tun könnt, um euch helfen, verderweich gehen, dort ist eine Andenken-Dose mehr, eine Memory Box. So, sie könnt eine Dose, was ihr glauben, was das groß oder klein genug ist. Wenn je wollen, merkt de Strom. En dan doet die dingen doen van die persoon wat er niet meer is. Vielleicht heeft die wat gegeven en dit denk je die zoveel weet. Der wordt aan de doos aan. Vielleicht hast du Bilder van die persoon. Doe die aan de doos aan. Schrijf die een boek en schrijf die de goede dingen op. Wat die denken dat van die persoon. De slechte is dan van weer vergeten. Maar de goede wil we niet vergeten. En veel meer wanneer wat passiert, dan denk we zo, oh, dit wil ik helemaal vergeten. Dan ze kinderen klein werden, want die wat spoes jetzt sehen, da lachen mir sagt, dass dit wil ik niemals vergeten. Aber ich schreibe mir das da noch ab. Einmal mehrere Jahre later sage ich das Blatt, wo ich das abgeschrieben habe, und ich so, dann lacht, ich habe ganz vergeten, was die gesagt haben. Und ich dachte, ich würde das nicht vergeten. Und ich habe. Und kriegst du das mit anderen Dingen. Wir denken so, nee, das will ich nicht vergeten. Aber wir tun. So schrieb die dort ab. Was immer die wichtig ist, schrieb die dort in dem Buch ab. Wenn auf einmal erst der Tag, dann denkst du so, aber das habe ich nicht alle vergeten. Und ich weiß nicht. Das ist mir so schade. Ich habe es vergeten. Wo sagt die Person? Wo hielt sich dort, wenn der lacht? Wir können nicht alles abschreiben. Aber die Dinge, was wir können, was uns wertvoll sind, schrieb der ab in das Buch und dort an die Dosen an. Und wir haben meist alle, vielleicht alle, Bilder im Haus hängen von Familie, von verschiedenen Personen. Wenn die Person auf einmal nicht da ist, sind uns die Bilder sehr, sehr wichtig. Und die wollen wir holen. Aber hier ist das Ding. Wenn du eine einzelne Mama bist,
du hast nicht einen Mond. Und solange du nicht einen Mond hast, kannst du auch die Bilder durchhaben. Aber wenn du die auf einmal willst befrieren, dann haben die Bilder nicht, sind die nicht auf der rechten Stelle, wenn die ohne Wand sind. Wenn du was verweichst. Wenn du die ohne Wand lässt, dort ist noch von dort andere Kapitel. Nu ist es Zeit, die von der Wand loszunehmen, da brauchst du gleich weichschmieden. Da werden die Dosen an. Wenn dort als Poat von dort Kapitel. Dort wirst du im Denk holen, aber dort wirst du nicht ohne Wand haben. Wenn du jetzt nicht verweichst, du fängst nie das Kapitel an. So dann machen du nie ein Ding abgehangen ohne Wand. Dort geht der alle bei. Und die Kleider und all so eine Dinge abbringen. Vielleicht wirst du all die Hemden nehmen und eine Tag merken davon. Oder die Kleider. Vielleicht wirst du eine Tag haben, wo das alle Bären ist, kostet der Tag sein. Und dort die ein Gaudet andenken. Wenn du nicht weißt, ist kein Trouble. Dort geht dort Mord, aber dort ist, was ist die wichtig? Frau, der Freund, der Person, was da weich ist, dort die Dinge abschreiben, was er denkt von der Person. Gute Dinge. Wenn sie die dir geben, die Papieren an die Dosen an. Und an so ein Ding, was du hast von der Person gelehrt, liegt dort wieder. Wenn dort eine Person wie, was du sagst, geduldig wird, und nu sitzt du dort. Vielleicht hast du dann gleich an gedacht. Aber nu sitzt du dort, wie was gaudet. Liegt dort wieder. Lehr den Nächsten. Du wirst die immer nur der Person bauen. Dort wird nicht abhören. Der Weedoag wird weniger, aber dort bauen, dort bleibt. Unsere Tochter wohnt in Kanada. Wenn ich mich baue, dann phone ich her. Dann habe ich vertrauen. Wenn die Person gestorben ist, dann habe ich nicht. Dann habe ich nicht bloß mit der reden. So, was du dann kannst tun, go in deine Stube, nimm deine Dose und check nur all die Dinge, was du da hast. Lies die dort alle Eva. Das, was du tun kannst, wenn du die Bank das. Sag da in Ruhe und dann go weiter wieder. Wir gleichen immer Dinge Tomaten. Wir gleichen Tomaten, wo geht da weg, wo komme ich wieder und all so eine Dinge. Wir gleichen bis zu sein, komme ich auch wieder. Und aber wo wir uns feilen, als ein Bett schwer Tomaten. Aber da essen war ich dort, wie kein Mäten. Nimm die ein Buch und dann schrieb ab, wo du nu bist. Je hebt dort Nummers von 1 bis 10. Schrieb ab, wo fährten das du rohren. Plus, das du vielmal oder das du nicht vielmal. Die 10 ist sehr viel und der 1 ist sehr wenig. Wo fährten, falls du die Dahl? Schrieb dort ab. Je hebt dort Nummer. Wo fährten, das du was der Schein geht? Schrieb die dort ab. Oder wo fährten, kriegst du nur Gott für halb? Schrieb dort ab. Oder wo fährten, freist du andere Menschen nur halb? Schrieb dort ab. Wenn du mal einmal eine Stelle hast, wo du anfangen kannst zu mähen, ich kann nicht was mähen, wenn ich noch nicht anfangen kann. Und krieg so erst mit, wo wir uns fallen. So dort ist dein Anfangspunkt, wo du die Nügruz fallen lässt. 3 Monate wieder, hol die dort Blatt über Deal, dann schrieb weiter, krieg die Dinge ab, wo dort dann ist, jaft die dann in Nummer. Und dann check, ob du bist besser geworden. Dann kann es sein, ob du wieder kommst oder nicht. Vielleicht bist du bloß an ein Ding besser geworden. Der andere sind noch alle Krieg so. Aber ein bist besser, dann Freddy. Du bist wiedergekommen. Du bist nicht stehen geblieben. Aber pass auf, dass du dich nicht mit den anderen mähen. Wenn der andere macht für sich selbst mähen, und du machst für dich. Wenn wir uns wollen mit den Nächsten mähen, dann kommen wir nicht fertig. Dann gehen wir überrascht. Ich habe das so fertig geprüft. Ich dachte mir immer mit anderen mähen. Und ich war immer mutlos. Wenn ich fall mir so, ich komme nicht wieder. Und ich weiß, wo wen. Wenn ich mich mit Ernten mähen, nicht mit mir selbst. So, ich mag mit mir selbst mähen und nicht mit den Nächsten. Fang neue Dinge an zu tun. Lehr die was nicht. Vielleicht eine neue Arbeit. Oder fang an, eine Kirche zu tun. Wenn wir trören,
dann hast du eine Zeit, wo wir nicht sollen sein, wo dort fein ist, wir uns bloß Zeit nehmen zum Trüren. Aber dort ist bloß eine weiße Zeit. Und dann ist es Zeit, dort wir waren anfangen zu deinen. Wenn wir deinen, dann drehen wir uns denken, nur das wird, als nur meine Weide. Dann können wir unterhalten, dann können wir da was tun. Aber wir müssen auch abpassen, dass wir nicht bloß schaffen tun, wenn wir müssen Zeit nehmen zum Utreven und auch zum Trüren. Wir müssen für dort Zeit nehmen. Aber das ist fein, wenn wir deinen tun. Wenn wir andere deinen, dort darf uns Mut. Aber vielmal haben wir nicht die Kraft, wir fallen so kann nicht. Jesaja 40, Vers 29 sagt, hij merkt de schwache stark en die meid sind, geeft hem meer Kraft. Aber wenn du sagst, ich kann nicht, ich bin zu schwach, dann fragt Gott, er kann die Kraft geben, er das. Und dann kannst du verweg gehen mit deinem auch. Gott hat die Gaben gegeben. So denke ich, was wird die Schein gehen tun? Und go ut und do wat. Do wat für die Nächsten. Wenn es dort halbt uns denken, wegdrehen von uns selbst und nur das wird. Dann können wir andere Menschen Mut merken und wir können die halten und dort merkt uns auch mutig. Und reden mit Gott. Vielleicht fällst du so, erst Gott, ich bitte es weit auf, der hört die allemal nicht, aber red da noch mit ihm. Wir können zu uns Hand reden, was nicht redet. So dann können wir auch zu Gott reden, wenn wir ihm auch nicht fallen können. Denn er hört uns da noch. Wenn wir dort auch nicht fallen. Und wenn wir immer weiter zu ihm reden und lassen uns da nehmen, dann wollen wir nur kommen, nur an. Dort das so. Dann fängt er an, uns Freund zu werden. Und wir können am sein. Du kannst am sein. Ein Kampf mit Unglauben. Ein Kampf mit Angst. Das kannst du am alle sein. Ich habe hier 4 Punkte, was wir wollen nur checken, zum Verweg gehen. Und das erste ist, dass wir müssen dort annehmen, dass du ein Verlust ist. Das ist, was war. Dort müssen wir einmal annehmen, zum dort wir können Verweg gehen. Und wenn du dort annehmen lässt, du denkst über, was da passiert ist, und du nimmst dort an, dass das ist einfach, was das ist. Die Person ist hier bloß nicht. Dass das sehr weh, aber das ist wichtig, zum Verweg gehen. Und dann, Nummer 2, du musst durch die Weide von Trühe, musst du durchschaffen. Du musst durcharbeiten. Und das annehmen, als krieg ein von dir. Und dann kommen wir auch bald, wo wir dort dann loslassen. Nummer 3, du musst dein Leben nu einrichten ohne die Person. Und dort ist ein schweres Ding. Wenn wir werden dort gewarnt, wir gleichen dort, so dass wir. Nu hat das geändert. So wird wir dort nu. Kijken bij was sind die Dinge, die immer reingeblieben sind. Eerst ist die Person hier wir, dann muss die eten. Muss das Haus besorgt, muss abgewaschen. So verschiedene Dinge. Für jeden wollen noch mehr Dinge sein. Aber denke, und was ist da geblieben? Wenn damals wir nur auch tun. Aber was hat geändert? Kijken bij, was sind die Dinge, die geändert haben? Vielleicht hast du nicht mehr, wer Geld anbringen wird. Okay, dann muss man andere Weg sehen, wo wer wird schaffen gehen, wer wird Geld verdienen. Oder verschiedene Dinge. Vielleicht sind da nur weniger Schuldhänge aus der ihr schweren. Was immer das ist, check, was hat geändert und wo kann ich mit dort handeln. Nummer 4. Wir wollen den Gedanken oder dort Andenken von der Person, was wahr ist, dort wollen wir holen, wann wir auch verweg gehen mit uns Leben. Wir wollen dort auch nicht für jeden. Wir können auch nicht. Dort, was passiert ist, dort wer die Person wir, dort können wir nicht für jeden. Dort ist dort. Aber wenn wir uns dort festhalten, dann können wir nicht verweg gehen. Wenn dort hält uns fest, dort ist das, wir wollen verweichen, wir kicken nur hin. Dann rennen wir in den Pool. Dann kommen wir nicht so weit. So dort schafft nicht.
Die Dinge, wir wollen die nicht verjeten, weil dort wir in unsere Dosen, was wir ihr schon von reden. Aber wo kann wir eine Person loslassen? Ich will die loslassen, aber ich weiß bloß nicht, wo kann ich das tun? Ein Ding, was du tun kannst, ist einen Brief schreiben nur der Person. Das ich all euch gesagt habe, wenn wir wollen, was Derch arbeiten, dann müssen wir dort either sein oder abschreiben. Du wird zu bringen, das Ding. So schreib einen Brief. Schreib einen Brief und schreib krack ab, was du denkst, wo du fühlst und alles. Kannst alles krack sein, was du weißt. Du kannst sagen, wo doll du wirst über die Person. Du kannst sagen, wo weit die getan haben. Alles kannst du dir sagen, wenn der Wort auch gar nicht lesen. Die Person wird auch nicht lesen. So du kannst krack alles sein, was die geäuert haben, was die immer waren und denken, das schreib das dann an. Schreib das alle an. Auch gute Dinge, was du weißt. Aber schreib alles dann an. Dann kannst du dort einmal rütteln. Da gefallen, was an die Bahn sind, da kannst du rütteln und das Wort dort keinem weiter, wenn die Person liest das nicht. Wenn du den Brief geschrieben hast, du hast vor dich. Vielleicht geht dir dort ein Werk. Aber wenn du es vor dich hast mit dem Brief geschrieben, dann verbrenn den. Schmied den weg. Mir fehlt dir den nicht mehr. Du musst es durch Hand schreiben, um dort loslassen. Dort, wo wenn du durch Hand schreibst. Ein Ding, wo wir Säuer wollen verabpassen und was wir nicht wollen tun, dort ist, wenn eine Person gestorben ist, dann wollen wir nicht versuchen, mit der Person zu reden. Wenn der ist gestorben. Das ist nicht, was geht, wenn wir dann versuchen, mit der zu reden. So, dort wollen wir nicht tun, dort wollen wir ganz von weich bleiben. Aber wenn wir einen Brief schreiben, nur der Person, wie weiten, der wird das nicht lesen. Dort habe ich an meinen Gedanken. Ich schreibe dort, um dort an mir rütteln, was der Bahn ist. Und an dem Brief abbringen, und dann ist es weich. Dann hast du dort könnt rütteln, was an die Bahn wir. Und dann kannst du wieder gehen an dein Leben. Und du brauchst nicht mehr an das festhalten. Wenn es dort ist so schwer, wenn wir wollen Pferdeweich gehen, und wir halten immer an das fest. Und das sind dann, was das ist. Vielleicht ist das eine Person, die gestorben ist. Vielleicht lebt die Person noch. Dort schafft danach den Brief zu schreiben und den zu verbrennen. Aber nicht der Person den geben. Gott wird nicht schaffen. Gott wird mehr Schulden bringen als Geld. So, wir müssen lernen, uns loszulassen. Wenn die Person auch nicht mehr hier wohnt, der hat die verloren. Vielleicht hältst du noch einmal fest an. Lot los. Lot los, damit du kannst Pferdeweich gehen. Dort fehlt uns. Wenn wir wollen Pferdeweich gehen, wir wollen nicht hier bleiben. Aber dann denken wir vielmal so, ich kann nicht, ich sehe bis zu schwach, ich kann nicht Pferdeweich gehen, ich kann nicht mal einen Stab nehmen. Paulus prahlt Gott, er soll ihm den einen Ding wegnehmen. Aber Gott sagt, nee. Er sagt, mir nicht genug, das ist genug. 2. Korinther 12, Vers 10, da sagt er, meine Kraft ist an schwache Menschen stark. So, wenn du schwach bist, und du fühlst diese, du kannst bis nicht Pferdeweich. Du kannst hier nichts tun. Dann vergeht von dir selbst und dann denk an Jesus und dann darauf mit seiner Kraft. Wenn er sagt, er ist an der schwachen Menschen stark. So nimm dort an und dann kannst du gehen. Und dann mit dort kannst du Pferdeweich gehen. Der Sturm in ons Leben. Da kann ein dieper Verlust sein. Da kann Trauma sein. Du hast vielleicht wehgestorben. Alles ist zwei. Dein Leben ist über Kopf. Und du weißt nicht, wo deine Welt geblieben ist. Dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus und er bringt Frieden. Er will, dass es alle ruhig ist. Wenn Jesus kommt, dann kommt Frieden.